Jetzt hallo, liebe Freunde der schwäbischen Sprache. Heute habe ich das große Vergnügen, beim Axel Gackstetter zu Hause zu sein. Im Urlaub besuche ich ihn gerade. Und der Axel, den kennt man eigentlich. Wer nur ein bisschen Fernseher guckt, der kennt der Axel Gackstetter für seine tolle Reportage. Und wer ihn nicht kennt, der soll jetzt mal bei Google eingeben Axel Gackstetter. Und dann seht ihr mal, was der Axel schon alles fürs deutsche Fernsehen gemacht hat. So, und jetzt hat sich der Axel bereit erklärt, mit mir zusammen schwäbische Begriffe zu erklären, beziehungsweise ich lasse Ihnen ein paar Begriffe erklären, habe ein paar rausgesucht. Ich hoffe jetzt... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann, aber ich stelle mich dem Wettbewerb. Du wirst dich hoffentlich vorbereitet haben, oder? Ja, ich habe einen Spickzettel da. Ne? Ja. Jetzt fangen wir mal an. Und ich hoffe jetzt, dass ich die zum Briegen bringe, wegen dem. Weißt du, was Briegen, Bläre und Brelle heißt? Bläre ist Heule. Ja. Briege ist... Also alle drei bedeuten das gleiche, bevor ich also, so ein falsch. Ja. Also Heule. Ja. Briege sagen wir auf der Alp über. Bläre oder Bläre. Ja, Bläre und Bläre, das sagen wir, das haben wir das auch bei Ulm so gesagt. Und jetzt Kreise und Krebsler. Krebsler ist Wachse. Simserkrebsler zum Beispiel. Ich glaube, so eine Beschreibung Wein, für einen Wein, gell? Ja. Aber eine Krebsler ist so, wenn so rumkrieche, oder? Genau, Kletterer und Grieche. Kletterer und Grieche und Kreise ist eigentlich nur Grieche. Also wenn du einen Haufen Bier getrunken hast. Nein, ein Krebselschäum. Nach Kreiselschäum oder Krebselschäum, wenn du ein wenig bitter bist. Ja. Super. Und wenn du noch ein wenig besser laufen kannst, dann machst du vielleicht ein paar Hennedepperle. Kleine Schritte, Hühnerschritte oder wie? Genau. Hennedepperle. Und was du im Winter, ne, wenn es kalt ist? Händschig. Handschuh. Ja, Handschuhe, genau. Gar nicht schlecht, oder? Du bist gut, der ist echt gut. Der hat sich schon schlau gemacht im Internet. Kann das sein? Ich komme eigentlich aus Eckernförde und habe mich ein bisschen vorbereitet hier, so schwäbische Kultur. Du singst schon in so einer norddeutschen Band, gell? Wie heißen die nochmal? Weiß ich gar nicht. Aber ich brauche dringend wieder eine Band, genau. Guck mal, jetzt kommt ein tolles Wort für dich, was eigentlich zu deinem Namen Gackstetter passt. Gaxe. Gaxe. Ist das Schnackseln? Nee, oder? Gaxen. Irgendwas versaut, oder? Neu gar nicht. Gaxe. Du gaxest gerade rum. Also Schwätze. Herumstottern, wenn man so, jetzt weißt du, auf der Brücke so rumgaxe. Auf Spanisch heißt es Gaga. Gaga? Heißt stottern. Echt? Auf Spanisch, ja. Hey, guck dir mal, die Spanier haben doch die schwäbische Sprache. Also ich kann besser Spanisch als Schwäbisch. Gaxe, nee, aber das habe ich nicht gewusst. Spannend. Das habe ich nicht gewusst. Gauche. Rumschaukeln. So, das machen wir gerade hier auf der Bank. Schaukeln, hin und her schaukeln. Und wenn ich auch toll finde im Schwäbischen, sage das war eine schöne Leich. Eine schöne Leich. Eine schöne Leich. Ja, ein tolles Fest, oder wie? Eine schöne Beerdigung. Ach so, ja, der hat eine schöne Leiche. Den anderen, der sagen, da geht es um die Leiche, aber eine schöne Leiche. Ich finde es einen tollen Ausdruck, weil es verrät auch irgendwie schwäbische Lebensfreude. Ich meine, einerseits der Tod, die Trauer, aber es geht weiter. Aber so eine schöne Leiche. Ja. Beffe. Anmutzer. Genau, Anmerkern, Anmutzer, ja. Und wenn man aber versiegelt. Scheiße. Also, das ist ein schönes Wort, das finde ich schön, dass du das jetzt sagst. Besser kann man sie beschreiben. Okay, das ist wunderschön. Wo wird das eigentlich ausgestrahlt? Also, auf sämtliche Sender außer in Osteuropa, da haben wir keine Lizenz. Teleprompter. Nicht Teleprompter, hier Übersetzungsprogramm. Aber da gibt es ja auch Donauschwabe, oder noch? Übrigens, die kennt jetzt vielleicht noch verstanden. Mach weiter, komm. Also gut. Was haben wir noch? Ein Wirstedenger. So ein Wirstedenger. Das kannst du überhaupt nicht übersetzen. Da weiß ja jeder, was gemeint ist. Ein Wirstedenger ist einer. So ein Wirstedenger. Ein Depp halt, ein unangenehmer Zeitgenosse. Ja, böser Mensch. Ja, guck, siehst du. Du bist schon einige über den Weg gelaufen, oder? Na klar. Dann kommen wir zunächst zum nächsten. Mal gucken, wie sich das hier noch entwickelt. Ein Sier. Du bist ein Sier. Ein Sier. Ein Sier ist eigentlich die Vorstufe zu einem Segel, oder? Ah, nee, das ist fast zu hart. Segel kann ja auch nett sein. Segel. Aber Sier. So ein Sier. Ein Sier ist schon so ein bisschen so ein. Nicht gerade positiv besetzt, oder? Schlitzohr, ja. Böse. Schlitzohr. Ja, Schlitzohr ist ja schon wieder ganz positiv. Aber eher so ein bisschen bös. Klar. So ein Sier. Je nachdem, in welcher Bedeutung ist. Aber schon mit Respekt, ja. Und da gibt es natürlich noch das weibliche Ding. Schindmeer. Ich glaube, es gibt es am Hochdeutsch. Schindmeer kommt auch von einem Pferd, glaube ich. Aber so ein Schindmeer. Das haben wir bei uns im Dorf nur öfter. Hatte ich aber ein Schindmeer. Das ist eine, die durchtrieben. Ja, so bösartige durchtriebene Frau. Hey, gut. Lellebeppel. Lellebeppel. Ja, das kenne ich eigentlich auch. Aber wie übersetzt mit dem Schwätzer, oder?
Feigling, Warmduscher, entscheidungsschwacher, antriebsloser Mensch. Okay. Das bin ich auch manchmal, so ein Lellebeppe, muss ich ehrlich zugeben. Und kennst du das aus der Schule noch? Sudler? Rumschmieren, oder? Wenn man Also rumschmiert. genau rumschmieren oder unleserlich schreiben. Ja, Rumsudeln. ja, genau. Und wenn etwas lottert, bei mir lottert langsam auch etwas im Alter so im Kopf. Also Wenn lottert. Also schlampig, so ein bisschen ungepflegt. Lottern, wenn was lotterig ist, locker sein. Wenn was lotterig ist und was lottert, aber du musst jetzt verlottert, gell? Das, Ja, ein bisschen verschlampt, oder? Ungepflegt. nee, kennst du das also, wenn was lotterig ist, locker sein. Das lottert Ach. aber, gewalttätig daher, das Holz. Kennst du, wenn du sagst, das lottert. Okay, das habe ich nicht gewusst. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, weil jeder schon markiert hat, aber schwer zu erklären, ich auch zweimal gucken. Wir müssen im Internet gucken müssen, weil das ist immer richtig gut. Glufemichel. Reißnagel. Ich glaube, Glufe ist Sicherheitsnadel. Das ist, Reißnagel. aber Glufemichel. Das habe ich auch mal gewusst. Da ist mir auch gegangen. Glufemichel, man nimmt es oft gell, in den Mund, aber was? Also im Mund nehmen wir es nicht, aber ich schwätze, sprich's aus. Glufemichel. Nee, erklär sich, ich komme jetzt nicht drauf. Erbsenzähler, kleinlicher, pedantischer okay. Mensch. Das ist ein Clou für mich. Ich glaube, das bin ich manchmal auch. Ich glaube, den Vorwurf kriege ich manchmal auch. Da ist das nicht, ja. Hey, mit Bravour bestanden. Echt, oder? Saberlot, wirklich. Ich danke dir, dass du daran teilgenommen hast. Und ich danke am Axel Super. für die tolle Gastfreundschaft, die uns hat zukommen lassen. Und vielleicht treffen wir uns ja mal wieder. Aber eine Fortsetzung, genau. Machen wir eine Fortsetzung oder was anderes, mal ein Projekt mit dem Video. Also, liebe Leute, Axel Gackstätter, guck im Internet, wer ihn kennt, da war er ganz, ganz tolle Berichte, finde ich auf jeden Fall. Axel Wagner, ich habe eigentlich gedacht, der wäre Frisurenkollege, gell? Der hat echt aber nicht- der hat ja jahrelang sich nur die Haare wegrasiert. Aber Mein großer Vorbild, über mein großer Vorbild. Jetzt hat sich er als Verräter dargestellt. Gell? Jetzt hat er hier, ich habe gedacht, Entschuldigung, ich Haartransplantation, verschwitze. Modell Elton John, gell? Aber nee, Du, mir jetzt immer früher zu mir jetzt mal gesagt, ich hätte aussehen wie der Howard Carpendale, das war das Härteste, wenn ich 15 war. Und mit dem, es gibt doch schlimmere, oder? ja, jetzt das Geld hätte ich gerne, aber ich glaube, jetzt haben wir es wirklich beendet, bevor ich... Also, schöne Gruß, Also, hat Spaß okay, gemacht. macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssle.